Der Michi und der Hubert machen schließlich untereinander aus, wer das an Gregor sein Trauzeigen macht. Der hat selben zum tun mit seiner preußischen Hochzeiterin, weil sie sich nicht eins werden, was für ein Fetzen, dass sie zu der Hochzeit anlegen sollt. Der preußische Autodieb reißt aus Versehen ein Loch ins Gewand von seiner türkischen Großmutter. Aber Zara naht nachher der Herzl drauf. Rosi möchte einen Baugrund von der Gemeinde an die Brauerei verkaufen. Und die soll da am Weiher ein Naturbad draus machen. Das riecht aber nach Federnwirtschaft und drum sagt nachher der Winkler, dass er den Baugrund kaufen will. Danach probiert Rosi mit Sascha und mit der Uschi, ob sie ihren Geschmack geändert hat. Drum muss er jetzt etwas essen, wo ihm noch nie nicht geschmeckt hat. Maja möchte für eine Nacht ein Zimmer vermieten, aber Tina lässt nachher den Gast bei ihrer übernachten und für Maja ist nichts verdient. Sarah bestellt aus Versehen ein Zeitungsabo und der Josef ein Alles-Drin-Billett für die Öffis. Da tauschen sie nachher miteinander und alles passt wieder. Der preußische Autodieb besorgt seiner preußischen Gspusi verbotene Gifttabletten, dass er sich beim Lernen für die Schule besser konzentrieren kann, nachdem das davor alles mögliche andere ausprobiert hat. An Gregor, seine preußische Hochzeiterin, mag das nicht, dass die Feuerwehr und die Landweiber bei der Hochzeit so viel Stickeln aufführen. Drum möchte Leni denen das ausreden. Aber das haut nicht gescheit hin. Und drum wird's nachher streitet mit ihr.